Ich meine, da habe ich wieder einmal was verwechselt. Wie das ausschaut, sind die Schwestern alle drunten in der Apenhammer Kirche gewesen. Und ich bin da herum. Teufel. Dabei hätte ich schwören können, dass ausgemacht war, dass die Frühmesse da herumgelesen wird. Ja, weil ja alles anders sein muss. Das ist ja zum Narrischwerden. Heute so und morgen schon wieder anders. Ah, das meine ich. Es gibt wieder eine Streiterei. Aber da gibt's noch eins. Zuerst schimpfen. Ja, was ist jetzt wieder? Da bin ich da und ihr seid drunten. Da wollt ihr, dass die Mist da herumgelesen wird. Ja, dann bin ich da, aber ihr seid da drunten. Es war ausgemacht, dass wir abwechseln. Die eine Woche wird die Messe in der Klosterkirche gelesen und die andere Woche drunten in Appenham. Na ja, das ist schon richtig, nicht? Aber heute ist die Woche, wo die Messe herumgelesen wird. Nein, heute ist die Woche, wo heruntergelesen werden sollen. Da latsche ich extra mit meinen leidigen Haxen da rauf, ne, und dann friere ich ganz allein in der Kirche. Ja, meiners Hochwürden, Sie hätten weniger gefroren, wenn wir auch alles gefroren hätten. Ja, und jetzt kann ich wieder ins Tal runterlatschen. Ne, und das alles wegen nix und wieder nix. Wie wär's denn, wenn der Herr Hochwürden uns die Ehre erweisen würden, die Vesper mit uns zu teilen? Okay, das wäre eine große Freude für uns. Ja. So, aber bitte keine großen Umstände. Ich begnüge mich mit dem, was auf den Tisch kommt. Die Schwester Elma tischt auf, wie es bei uns der Brauch ist. Ja, freilich, wie alleweil heute, Schwester Oberin. Es ist auch der Grund, warum du nie weißt, ob wir oben oder unten sind, gell, Taxenbichler? Unser gute Vesper. Ich weiß nicht. Aber Herr Hochwürden, Sie meinen's doch durchaus gutmütig. Also wenn er mit seinen schierchen Haxen bis da aufgestiegen ist, dann hat er es auch verdient. Wenn er uns die Frühmesse gelesen hätte, hätte er sich's noch viel mehr verdient. Was war's denn ohne das Lamentieren von unserem Herrn Pfarrer? Psst, jetzt gibt's eine Ruhe. Lasst uns beten. Oh ja. Pater Noster. Amen. So, und jetzt langt's kräftig zu. Aber sackerisch kalt. Habt ihr es doch erinnert? Naja, wir müssen halt sparen. Die Klosterhalle ist wenigstens von der Küche aus zum Mitheizen. Darum machen wir im Winter alles da herin. Macht's es wieder recht schön, das Kinderl. Hm? Habt's wieder schöne Kleider gemacht? Das ist meine größte Freude, dass das Kindl jedes Jahr zur Weihnachtszeit ein neues Gewandl kriegt. Die Leute sind ganz narrisch mit dem Kindl. Ich werde schon oft gefragt, wenn ich einen Krankenbesuch mache. Alle wollen's wissen, wann's denn wieder kommt. Dabei ist es jedes Jahr auf dem 1. Advent, dass das Christkindl in der Attenhammer Kirche sein wundertätiges Werkel tut. Haben denn der Herr Hochwürden auch schon was gewünscht, was in Erfüllung gegangen ist? Unter uns gesagt, ich traume nicht. Es könnte mich im Glauben draus bringen, wenn ich mir was wünsche und es darf nicht genehmigt werden vom Herrgott, vom Kleinen. Ich trau mir auch nicht. Ich hab Angst, unser Christkindl hat bloß eine gewisse Anzahl Wünsche, was sie erfüllen kann. Ja, und am Ende hat nachher ich einem einen Wunsch wegnehmen, der was notwendiger hat. Aber es soll vielen Menschen schon die Wünsche erfüllt haben. Die Leute kommen von der Weiten zu unserem Attenhammer Christkindl und wünschen sich was. Wie ist denn jetzt mit eurem Mutterhaus? Wollt ihr es immer noch schließen, die Filiale hier, weil es kein Geld erwirtschaftet? Wir erwarten eine Visitation. Aha. Die Frau Generaloberin will persönlich vorbeischauen, ob wir uns rentieren oder nicht. Sie bringt sogar den Superior mit. Ja, was ist denn jetzt das, ein Superior? Ja, sowas wie ein Buchprüfer. Oh. Also, jetzt geht's wieder an die Arbeit. Witt. Aber die Alexianerinnen sind doch immer ein Orden gewesen, der arm war. Mei, mit der Pflege von den Kranken draußen ist halt nicht viel Geld zum Verdienen. Und an unsere Arzneien verdient halt auch bloß der Doktor. Ja, und die Bauern, die zahlen alle bei Natura. Ja, da hab ich nichts dagegen. Ja, nicht. So gang's uns ja ganz gut. Ja, wenn ich die leidige Frau Generaloberin war. Also, Schwester Elma, ich muss schon bitten. Ja, ist ja wahr. Lieber Herr Pfarrer Taxenbichler, so nett es ist, mit Ihnen zu plaudern, aber ich bitte um Verständnis, die Arbeit. Ja, aber selbstverständlich. Wie machen wir's denn jetzt? Soll ich die Messe morgen in der Dorfkirche unten lesen oder da bei euch herum? Naja,
Sie haben ja ein wehes Bein. Da ist es nur christlich, wenn wir zu Ihnen in die Kirche runterkommen. Naja, das schon nicht, aber andererseits die gute Luft da herum auf dem Berg. Na gut, dann besuchen wir morgen die Frühmesse in unserer eigenen Kirche. Das ist ganz praktisch, weil morgen Fasttag ist und deswegen die Morgenvesper ausfällt. Was, wegen dem Vesper? Hat jetzt mal für nicht zu viel fasten, nicht? Das ist auch nicht gesund. Au, sacre mein Haxen. Ich meine, das war halt doch ein bisschen viel darauf. Der Weg darauf ist halt doch arg steil, kommt ja sein. Dass sich das Wetter ändert. Naja, dann wäre es vielleicht doch besser, wenn wir hinuntergehen zur Messe. Ja, das wäre ja. Also, vielen Dank und dann morgen drunten, gell? Dauert das noch ein bisschen länger oder ist das so ein verirrter Fastentag? So ein Einzelner? Na, Herr Hochwürden, übermorgen, da vespern wir schon wieder. Ja, das freut mich aber für euch. Kommen's gut ins Tal. Dankeschön, feiern Sie nix. Das nächste Mal gibt's ein Brotzupfen. Was? Na, Schwester Elma, brauchst die Schwester Eliana heute nicht? Nein, ich komm schon klar. Die soll lieber Hobelspäne machen. Bestimmt kommt's aller mehr Leute noch rauf und holt welche. Ja, hoffentlich hat sie ein paar Geschenkschachteln fertig. Weihnachten steht vor der Tür. Schwester Eliana, ich wundere mich immer wieder, wie du das schaffst, so schöne Hobelspäne zu machen. Naja, immer während schon nicht. Hoffentlich kommt das Annemierl und bringt uns Schachteln mit. Die Schwester Elma meint, sie kommt heute noch. Ich kann's vielleicht selber auch machen. Ja, das glaube ich schon, aber es ist gut, wenn sich das Mädel ein paar Groschen nebenher verdienen kann. Zu Hause ist kein Geld da und so ein junges Mädel in der heutigen Zeit. O tempora, o mores. Ja, da haben Sie recht, Schwester. Was heißt denn das? O Zeiten, o Sitten. Bibamus, lasst uns trinken. Es ist nicht, was Sie denken. Um die richtige Dosis zu finden, muss ich probieren. Denn Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist, ich weiß. Ich werde vorsichtshalber nicht davon probieren. Aber du wirst mir sagen, was das so scharf riecht. ich brauch's für diese Mixtur. Der Doktor Neunteufel hat's bestellt. Er will sie heute noch abholen. Du hast davon getrunken. Ich will wissen, was es ist. Formalin. Formalin? Ja, aber nimmt man das nicht, um... Leichenteile einzulegen, ja. Und das trinkst du? Ist ja noch unbenutzt. Man kann auch Schnaps davon machen, stimmt's? Wenn man nichts anderes hat. Schwester Iphigenia, du meldest dich heute vor dem Abendgebet bei mir. Ich will mich mit dir unterhalten. Potestas materna. Mütterliche Gewalt. Vergiss nicht meinen Rang, Schwester Iphigenia. Schön machst es. Seid's mir nicht böse, wenn ich euch aufhalte, aber ich will's bloß ein bisschen halten. Das tut gut, gell? Da spürt man seine Kraft. Geht dir die Gartenarbeit nicht ab, Schwester Viviana? Ah, woher? Ich bin ganz froh, wenn ich ein bisschen Ruhe hab von der Bucklerei. Du musst es sagen, wenn du eine Hilfe brauchst. Nein, das passt schon. Ich mach's ja gern. Aber ich freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind, wenn ich auf Weihnachten helfen darf, das Christkindl anziehen. Das ist schon was Liebes. So ein Kinderl. Manchmal denke ich mir, also, ich bin gern im Kloster, aber wenn man sowas im Arm hält... So ein Kinderl. Du hast das wieder. Beatissima Virgo, Mater Dolorosa, allerheiligste Jungfrau, Schmerzensmutter, bitt für uns und sei uns gnädig. Ah, der Herr von Tarnbichel und der Herr
Verwalter. So, jetzt. Grüß Gott, bitte. Sie wollen gewiss zur Schwester Oberin. Wenn es möglich ist. Ich möchte aber keine Umstände machen. Nein, sie hat sich zur Andacht zurückgezogen. Ich kann's aber schon rufen. Nein, das ist nicht nötig, Schwester. Ich habe wieder ein paar Bücher, die zum Binden wären. Da genügt mir die Schwester Eliana. Die Buchbinderei ist ja ihr Metier. Freilich. Aber bitteschön, nehmen Sie doch Platz. Ja, und deren Sie doch die schwere Kraxen runter, Herr Verwalter. Und sitzen Sie einer auch nieder. Schön, dass Sie da sind, Herr von Tanbichl. Ich hab da eine Karaffe mit einem Lieblingswein und ein paar Weihnachtsplatzl. So, ich habe Ihnen Ihre fertigen Bücher gleich mitgebracht. Grüß Gott überhaupt. Haben Sie wieder was Schönes für mich? Da wären wieder einige Bücher zu reparieren. Da sind ein paar sehr alte Folianten dabei, also behutsam. Entschuldigung, das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Und hier hätte ich noch einen besonderen Wunsch. Das ist die Familienchronik. Die bräuchte noch einen Umschlag. Die Schrift mit Blattgold und das Familienwappen auf die erste Seite, bitteschön. Ich hab's hier drin auf Pergament. Mei, Herr von Tanbichl, ist das eine schöne Arbeit. Wunderschön. Aber ich glaube, da fehlt was. Die Verlobung, die ist noch vermerkt. Doch die Hochzeit und Enkel? Schwester Eliana, Sie sollen es instand setzen, nicht lesen. Das ist schon richtig so, wie es ist. Entschuldigen Sie, Herr Verwalter, aber das gehört zu meiner Arbeit. Herr Verwalter, mischen Sie einer ja nicht in die Arbeit von meiner Eliana. Nein, da wird's fuchtig. Kommen Sie mit den Kicht, da kriegen Sie was von mir. So. Soll ich Ihnen hinten noch ein paar leere Seiten anfügen? Dann war wieder mehr Platz für was Neues. Das ist gut gemeint, Schwester Eliana, aber das braucht's nicht. Ich denke, wir können die Familienchronik abschließen. Mit mir wird das Geschlecht derer von Tanbichl wohl zu Ende gehen. Mit Verlaub, Herr von Tanbichl, so ein gestandenes Mannsbild. Ja, meinen Sie nicht, dass Sie noch mit zum Heiraten kommen? Viviana, das geht uns doch nichts an. Lassen Sie es nur gut sein, Schwester Liobera. Solche Sehnsüchte hat jede von uns schon mal gehabt. Das vergeht und kommt immer wieder. Trotzdem sind wir mehr als entschädigt durch unseren Herrn Jesus Christ. Und unser kleines Jesuskindl ist doch auch was zum Herzen. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen, Mutter Vinzenta. Bücher habe ich gebraucht zum Instandsetzen, wenn es erlaubt ist. Verehrter Hubert, ich habe Ihnen schon so oft gesagt, in unserem Kloster gibt es keine Mutter. Wir sind eine Filiale von den Alexianerinnen. Ich bin nur eine Schwesteroberin oder schlicht nur Schwester Vinzenta. Ich bin gleich bei Ihnen. Schachtel, gell? Jetzt kommt einer. Annemel, grüß dich, da war ein Buchbinderei, ich komm gleich. Gern, Frau Schwester. Der Isidor hilft doch der Schwester mit den Büchern. Freilich, Herr. Geh, Annemel, tu doch dein Kraxen runter. Geh her, ich helfe dir. So, jetzt. Mei, hast du wieder schön angemalt. Ich hab die andere Kraxen gleich hergekriegt mit den neuen Schachteln. Dann brauchst du nicht so lang warten. So, Hubert, wie ich sehe, haben meine Mitschwestern gut für Sie gesorgt. Haben Sie wieder schöne Bücher gebracht. Na, setzen Sie einer doch wieder. Wenn's Holz nicht langt, lasse ich euch noch welches bringen. Mutter Vinzenta. Ich fürchte, der Winter wird hart. Meine Rösser schauen aus wie Bären. So zottelig. Mit ihrem langen Fell. Kriegen die Rose ein langes Fell, geht der Frost auch nicht so schnell. Die Bauernregel. Da ist schon was dran. Aber Sie haben uns schon in so großzügiger Weise Holz geschenkt. Ich bitte Sie, Mutter Vinzenta, sagen Sie es ungeniert, wenn ich etwas für euch tun kann. Es ist mir ein ehrliches Bedürfnis. Bitte.
Schwester Elma, geh bringen heißen Wein für unsere Gäste. Es ist ein weiter Weg ins Tal. Annemil, geh her, trink Auern, der macht dich warm. Und bis du runterkommst, ist alles wieder verflogen. Ja, unser hübscher Herr Verwalter, seid halt nicht so schüchtern, gehen es nur her da. Mutter Vinzenta, ich hätte eine Bitte, bevor ich wieder aufbrich. Ihr singt so lieb. Ein Liedl höre dich noch gern. Schwester Leonora, geh, sei so nett und nimm deine Harfen. Schwester Viviana und Schwester Liobera helfen auch mit. Was spielen wir denn? Das überlassen wir heute der Schwester Leonora. Gib's den Kindern das Windeln, wir spielen lieb so fein. Und das Hauberl und das Bindel und macht's es warm ein. Gibt's den Bootsal bis Duzel, wieder mein Papa süß. Und ein Tantal, warme Stutzel, warme Segel an Füß. Gibt's den Haschel, das Taschel, hab's mit Glätzen vollgesteckt. Und den Honig da ins Flascherl, wird's es sehen, wie's da schmeckt. Gibt's dem Sposal, das Latzel, wenn's es Kujerl grenzt, wischt's ins Oscherl, die Stratzel und sein Nasal, wenn's glänzt. Oh, unsere Attenhammer sind da. Ein Haufen gute Sachen haben sie mitgebracht. Da meine ich, brauchen wir den Winter nicht verhungern. Schwester Elma, du kommst mit mir, damit du siehst, was es alles ist. Ihr anderen bildet eine Kette, dann sind die Sachen schnell versorgt. Ramt's heute in Speis, ich hab Regale schon freigemacht. Hoffentlich haben sie Frischfleisch auch dabei und nicht bloß lauter Gesichts. Noli equidentes in spezere Donati, am geschenkten Gaul schackt man nicht ins Maul. Meine lieben Attenhammer, ich freue mich sehr, euch alle bei uns begrüßen zu dürfen. Verehrte Mutter Oberin, als Bürgermeister von Attenham darf ich Ihnen und Ihre lieben Frauen unseren herzlichen Dank sagen für das, dass ihr uns das ganze Jahr geholfen habt, mit unserem Wehdarm fertig zu werden. Wenn die Not am allergrößten war, dann seid ihr gekommen und habt geholfen. Die meisten von uns können keinen Obolus nicht entrichten, weil. Und mit dem Geld schaut's bei uns schlecht aus. Aber was wir entbehren haben können, das haben wir über den Berg aufvertragen. So, Leidl, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt gebt ihr die Geschenke ab. Ah, Hena, Dankeschön. Vergeht's gut? Und Würst. Dankeschön. Oh, ja, das ist gut. Vergeht's gut.
Ja, ihr seid brav. Habt das alles aufvertragen? Meine Lieben, ich bin ganz gerührt und ich danke euch von Herzen für eure Gaben. Ihr wisst, wir helfen, weil es unsere Aufgabe ist und wir tun es gern. Durch unsere Arbeit sind wir reich beschenkt und das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Amen. So fein. Und ein Frischfleisch. Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Würdige Frau Schwester, bitteschön, nehmen wir das Federl. Mein Vater hat's mir vermacht. Ich hab sonst nichts, was ich schenken kann. Aber es hat mir immer ein wenig Glück gebracht, das Federl. Ich möchte mich bedanken für meine kleine Schwester. Es geht ihr schon viel besser. Und das danken wir euch. Vielleicht bringt es euch ja auch ein bisschen Glück. Ich danke dir schön für dein Geschenk. Aber dein Vater hat's dir gegeben, dass du an ihn denkst, in gute und in schlechte Tag. Also, Preuz, wenn's deiner Schwester wieder besser geht, dann ist es Dank nur. So, liebe Leute, sind's schon alle davon? Gut, jetzt müssen wir uns aber auch auf den Weg machen. Der Weg ins Tal ist weit und es wird schon duster. Also, gesegnete Weihnacht. Gesegnete Weihnacht. Gesegnete Weihnacht. Mutter Vincenta, ich darf mich auch verabschieden. Es war wunderschön bei euch. Und herzlichen Dank für das Wirrwarr. Da, nimm ein Stecken. Du hast dich leichter beim Absteigen. Dankeschön dem Herrn Verwalter, aber es geht schon. Es muss ja sonst auch gehen. Nimm ihn nur dankbar an, wenn ihn dir der Isidor anträgt. Es wundert mich sowieso, so hölzern, wie er sich sonst beim weiblichen Geschlecht vorträgt. Alles dann bin ich so frei. Kommt's gut runter? Kommt's gut ins Tal. Der Bursch vorhin, das war doch der Sepp. Ja. Sehen wir uns noch vor der Weihnacht? Aber sicher, was wäre ich denn ohne mein Kloster? Wenn ihr nichts dagegen habt, Mutter Vincenta, würde ich ganz gern den heiligen Abend da heroben bei euch verbringen. Es täte mich freuen, Hubert. Sie sind uns jederzeit ein willkommener Gast und Freund. Draußen war ein Schneesturm und finster was. Und dann pumpert's an der Tür und ich mach die Tür auf. Und da sitzt der Viech draußen. Ich hab nicht gewusst, das ist ein Wolf oder ein Hund mit klirrenden Augen. Und oben im Zweigel sind Raben gehockt und ich hab gemacht, Krak, Krak. Hat jetzt das geschellt? Ja, freilich. Jetzt um die Zeit? Vielleicht hat jemand was vergessen. Ich weiß nicht. Würdest du die Güte haben und einfach nachschauen? Da ist nichts. Schwester Viviana. Ich trau mir nicht. Das ist ja so finster. Schwester Elma, geh sei so gut und schau du nach. Das werden wir gleich haben. Danke schön, Elmar. Ich schreck, Viviana. Da liegt was draußen. Dann schau halt nach. Heilige Maria. Das ist ja... Das ist ein Kindl. Ein echtes. Ein Findelkindl. Wer hat denn das abgelegt? Ich hab nicht mehr gesehen. Von den Dörfler kann's keiner gewesen sein, die sind ja schon weg. Ja, geh, mach doch jemand die Tür zu. Am Ende verkühlt sich das kleine Putzerl noch. Iliana, hol ein paar warme Tücher, damit wir es aufwärmen können. Und ein Kissen zum Unterlegen. Ja, und einen Hunger wird's haben. Eine Milch, wir brauchen eine Milch, aber nicht heiß. In solche Lumpen eingewickelt, die stinken ja schier. Jetzt lasst mich einmal machen. Das sind nicht die Lumpen, die stinken, das ist schon das Kindl selber.
Bringt ein paar weiche Tücher, eine Schüssel mit lauwarmem Wasser, ein Waschlappen und das Tigerl aus meiner Apotheke, wo Ringelblume draufsteht. Und ich mach ruhig im Wasserbad warm. Das ist am schönsten. So, das werden wir gleich haben. Dass du das ja so kannst, liebe Iphigenia. Nein, ich hab daheim als die Älteste meine ganzen Geschwister großgezogen. Da gehört das Wickeln auch dazu. Ein Bubeli. Ja, Tuli. Du meinst wegen dem Dings da? Pass auf, dass das nicht abbrichst. Das ist so klar. Das hält schon was aus. Sauber machen muss man's. Ho, jetzt hast du es kaputt gemacht, jetzt birgt sie sich nicht mehr. Mal jetzt bisschen da. Ein Name hat er auch keinen. Wie wär's denn mit Fitus? Das ist der heutige Kalenderheilige. Ja, Fitus. So, jetzt werden wir außen noch ein bisschen was Schönes drum wickeln, damit es warm hat. Fitus, alles Kleine. Aber das ist doch das Wickel von unserem Attenhammer Christkindl. Das ist jetzt ein Notfall, da machen wir einfach ein Eis. De profundis. So, was ist jetzt mit der Milch? Ja, die wird schon warm sein, aber wir haben ja keine Flasche. Nimm die Spritzdüten, die wir zum Backen hernehmen. Für heute geht es schon. Aber dann brauchen wir eine Flasche mit einem Titi. Was ist denn ein Titi? Ein Titzel. So, mach da. Der hat einen sauberen Hunger. Der schlägt. Ja. So, aufstoßen muss er noch. Brav. Darf ihn jetzt auch ein bisschen halten. Aber freilich, du bist ja im Rang höher. Verzeih mir, dass ich heute so harsch mit dir war. Was hätten wir denn jetzt ohne dich gemacht? Von uns kennt sie ja keine aus mit so einem kleinen Butzel. Nein, ist das was Liebes? Ja, ich glaube, jetzt schlaft's. Um Gottes Willen, das wird Mutter sein. Okay, dann hätte sie es uns doch nicht zuerst vor der Haustür hingelegt. Vielleicht reizt er schon. Vielleicht macht jemand auf, bevor es noch einmal schellt und unser Fitus solle aufwachen. Geh's mit, Schwester Elmar. Ja, freilich, Viviana, willkommen. Das ist unser Doktor! Ja, dann! Gut, Herr Doktor. Entschuldigt bitte mein spätes Stören, ihr Damen des Ordens der Alexianerinnen, aber die Arbeit des Landarztes kennt keine Zeit. Herr Dr. Neuteufel, Sie wollen sicher Ihre neue Arznei abholen. Sie ist parat. Keine Eile, Schwester Iphigenia, keine Eile. Mir ist es sicher, Sie bei euch ein kleines Weihnachtswunder eingestellt. Wem gehört denn das Kinderl? Doch wohl nicht Ihnen, Schwester Oberin. Was glauben Sie denn, Herr Doktor? Würde mich schon aus biologischer Sicht verwundern, wo sie doch das Klimakterium lang hinter sich hat. Das sind die Wechseljahre. Das weiß ich ja. Latein ist ja wohl mehr mein Fach. Was wird jetzt da gewechselt? Also, das ist ja so. Damen in einem gewissen Alter... Schwester Iphigenia, gib doch bitte Tante Pede die gewünschten Arzneien. Unser verehrter Dr. Neunteufel hat noch einen weiten Weg ins Tal. Und Nacht ist es ja auch schon. In was für einem Alter? Und was hat das mit den Jahreszeiten zu tun? Wieso Jahreszeiten? Ja, weil Sie gesagt haben, dass das mit dem Klima zusammenhängt. Also, da geht's um... Kommens, Herr Doktor. Ihre Rezeptur in Ehren, aber Laudanum in einem Hustenmittel ist halt schon sehr bedenklich. Da schafft man Abhängigkeiten. Baldrian zur Nacht tut es auch. In diesem Fall ist aber eine irreparable Beschädigung eines Bronchialapparates diagnostiziert und deswegen die Abhängigkeit zum Medikament gewünscht. Apparat hin oder her, kein Laudanum. Ich habe das Gefühl, da ist mehr Abhängigkeit da, als gut ist. Gell, Herr Doktor? Ja, wir rechnen dann wieder quartalsweise ab, gell? Danke. Herr Doktor, schauen Sie sich unser Kinderl doch einmal an. Ein medizinischer Befund wäre beruhigend. Aber gern. Sie entschuldigen mein vorlautes Benehmen, aber Sie kennen mich. Der spontane Humor des Herrn Doktor ist bekannt. Lieber einen Feind mehr, als einen guten Witz versäumen. Das Burberl scheint ja vollkommen gesund zu sein. Ein strammes Kerlchen. Weil sich seine Mutter nicht zeigt, gehe ich davon aus, es ist euch vor die Tür gelegt worden. Ja, stellen Sie einer vor.
Es hat schon eingedämmert. Und da hat es an der Tür gescheit. Und das Kinderl ist vor der Pforten gelegen. Und gleich drauf sind Sie gekommen. Eigentlich müssten Sie der Person, die das Kinderl abgelegt hat, begegnet sein. Ist Ihnen nichts aufgefallen, Herr Doktor? So, das möchte ich jetzt aber schon wissen. Warum uns keiner abgeholt hat. Ich habe unser Kommen avisiert, wie Sie es gehört. Um Gottes Willen, wer ist denn das? Das kann bloß die Mutter sein. Die wird sie versteckt haben. Ich will nachschauen, ob wir das Kindl auch aufgenommen haben. Vielleicht will sie es wieder mitnehmen. Da sind zwei draußen. Ein kleiner und ein großer. Und ein Haufen Zeug haben sie dabei. Zeig? Was für Zeig? Schauen aus wie Touristen. Vielleicht meinen sie, wir sind eine Herberg? Also weiter schicker können wir um die Zeit nicht mehr. Im Finstern, im Winter, im Hochgebirge. Jetzt macht's halt schon auf. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Kann mir vielleicht jemand erklären, was das soll? Die Frau Generaloberin vom Mutterhaus. und ihr Superior. Lupus in fabula. Ich werde Ihnen gleich einen Wolf geben. Es wurde gewünscht, dass man uns abholt. Unser Avis ist ja wohl angekommen. Oh ja, ja, freilich. Und jetzt sind Sie ja auch... Angekommen. Was ist das für ein Mann? Das ist Dr. Neunteufel. Ein guter Kunde unserer Apotheke. Um diese Nachtzeit? Liegt da ein besonderer Notfall vor? Welche Arznei wäre denn da so wichtig, dass er sich nächtens in einem Nonnenkloster einfindet? Hustensaft, Frau Generaloberin. Hustensaft? Und das Kind auf eurem Arm, Schwester Oberin, ist das der Patient? Na, das Kinderl ist... Das ist doch der Fitus. Ja, weil der Kalender Heilige Heid doch der Fitus ist. Und wir das unschuldige Butzel heute vor der Tür gefunden haben. Das Kinderl wurde von mir untersucht und ist wohlauf, kräftig und bei bester Gesundheit. Sehr schön. Dann kann ja das Kinderl morgen früh ins Tal gebracht und der Gemeinde zur weiteren Obhut überantwortet werden. Morgen früh erwarte ich sämtliche Geschäftsunterlagen dieser Filiale. Mein Begleiter, der Herr Superior, wird sie prüfen. Und ich werde dann über die Schließung dieser Filiale befinden. Gebührt dir allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Er riecht. Er riecht. Er riecht. Ja, mei. Ging es weiter, Schwester Ephigenia? Sie müssen ihn wickeln. Wie soll ich meine Morgenandacht verrichten, wenn der immer schreit? Also bringt's mir meine Ringelblumensalbe. Hat er wieder wundes Popole? Ja, es ist aber schon viel besser worden. So kann das nicht weitergehen. Ich verlange, dass das Kind auf die Gemeinde gebracht wird. Hat er einem Verunkel auch schon geholfen? Ja, es ist auch schon viel besser worden, gell? Obwohl, das ist an einer saublöd, Stelle. gell? Wenn man direkt am Gesäß einen Eiterbatzen hat, wo man doch drauf sitzen muss. Wir haben seine Flasche schon warm gemacht. Ein Säugling kann nicht im Kloster bleiben. Normalerweise müsste er schon längst auf der Gemeinde sein. Hab schön ins Wasserbad gesteigt. Gestern hat er sein Bralli ganz aufgegessen. Gut, ich sehe ja ein, dass es hier herum alles nicht so einfach ist. Aber wenn von es- den herrlichen Knädeln, die es gestern gegeben hat, da darf er feiner nichts essen. Gell? Es ist Winter und das Wetter ist schlecht, aber das Kind... Herr Superior hat doch noch gar keine Zahndal. So, jetzt sind wir wieder sauber. Gell, du Scheiße, du. Ja, jetzt riecht man wieder gut. Hä?
Unser Wuzi, Duzi, Schneckibutzi. Unser Blondschopfer, der Schwarzauge, der unser Süßer. Ja, ist der nicht zum Fressen? Möchten's unseren Fitus auch mal am Arm halten? Frau Generaloberin. Das Kind kommt auf die Gemeinde. Diese Filiale wird geschlossen. Und ich habe Migräne. Was war jetzt das? Herr See hat sie recht. Im Kloster kann der Fitus natürlich nicht bleiben. Mein Gott, also die nächsten Monate, zumindest bis im Frühling, wird er da bleiben dürfen. Die Stilllegung einer Klosterfiliale braucht seine Zeit. Falls ich mit der Abwicklung beauftragt werde, ja, da braucht's ja mindestens. Bis in Sommer rein. Also, wenn der Fitus in ein Waisenhaus muss, dann nehme ich ihn selber an Kinderstadt und kündige. Ich auch. Ja, und warum machen wir nicht selber ein Waisenhaus auf? Ich muss euch doch nicht daran erinnern, dass ihr dem Orden der Alexianerinnen angehört und zum Gehorsam verpflichtet seid. Mei, wenn halt seine Mutter aufrichtige Reue hätte und das Kindl wieder zu sich nahm. Also wenn eine ihr Kind vor einer Klosterpforten abliegt, im Winter, in der Nacht, bei derer Kälte. Stellt euch vor, die Glocken war nicht gegangen. Da vorn war er. Unser Jesuskind hat's nicht so schwer gehabt. Mei, schau. Jetzt schlaft er. Ja. Schwester Iphigenia, bring ihn ins Bett. Heute Nacht bin aber ich dran. Heute darf er bei mir schlafen. Jetzt ist ja noch nicht Nacht. Das ist ja wurscht. Der muss jetzt erst einmal Bett wohnen. Die Betten sind alle gleich, aber von mir aus lege ich heute in dein Bett. Nein, nein, das kann ich schon selber. Darfst du heute bei der Schwester Viviana schlafen und Fifi-Spatzel? Das Beste war halt, wir taten für den Burm Adoptiveltern finden. Das müssten aber seriöse sein. Selbstverständlich. Schwester Elma, ich bringe eine gute Vesper. Mir hat sie die ganze Aufregung auf den Magen geschlagen. Ich glaube, wir verschieben den freiwilligen Fastentag. Sind Sie einverstanden, Herr Superior? Schwester Oberin, ich bin ein großer Verehrer Ihrer vorzüglichen Küche. Siehst du das da? Das gefällt mir, wenn einer gut essen und trinken mag. Das sind gemütliche Menschen, die unserem Herrgott die feinen Sachen danken, die er wachsen lassen. Und was trinkt man? Ein Milch oder ein Tee? Ein Wein, bitteschön. Also, wenn's da wieder einmal so eine gute Vesper gibt, der Weg da herauf ist für mich wie der Kalvarien. Ja, jetzt haben wir es ja geschafft. Ja, und ich danke auch recht sakrisch fürs Mitnehmen. Lang nur haben wir braucht. Zu zweit ist halt doch unterhaltsam. Ja, mit weniger Unterhaltung wären wir schneller herum gewesen. Ja. Da schauen Sie hin, Hochwürden. Ja. Jetzt kommen die zwei auch schon, dabei waren so weit hinter uns. Ja, wieso kommen die jetzt da so schnell? Die waren ja wirklich Freilich, Isidor. weit hinter uns. Ja. Sollte mir da vielleicht was entgangen sein? Der Herr Pfarrer und der Herr Doktor, grüß Gott, Herr Verwalter. Annemel, grüß dich. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Ich hab euch wieder ein Holz drauf dran. Das ist aber lieb vom Herrn Verwalter. Bringen Sie uns gleich aus. War gar nicht nötig, wir haben nicht so viel. Annemel, hast mir wieder oben mal die Schachtel mitgebracht. Das ist recht. Habt ihr euch zufällig getroffen? Eigentlich nicht. Weil der Isidor, ich meine, der Herr Verwalter hat aufmessen wegen dem Holz und zu zweit ist der Weg kurzweiliger. Ja, der Herr Pfarrer Dachsenbichler. Ja. Ist aber schön, Sie zu sehen. Ja. Heute in der Früh wäre es noch schöner gewesen. Da haben wir nämlich alle miteinander gewartet in der Klosterkirche, dass uns der Herr Pfarrer die Messen liest. Vielleicht sollten wir dem Herrn Pfarrer die Leviten lesen, damit er uns die Mess lesen kann. Ich bin untröstlich. Es tut mir aufrichtig leid. Aber heute früh hat mich mein Haxen überhaupt nicht auftreten lassen. Aber wie Sie sehen, habe ich mich dann doch aufgerafft, um mich persönlich bei Ihnen, verehrte Frau Oberin, zu entschuldigen. Gewartet haben alle vergeblich, auch unser Gast, der Herr Superior. Aber jetzt setzen Sie einer zu uns und helfen uns bei der Vesper. Sie natürlich auch, Herr Doktor. Na,
Herr Superior, kommen Sie gut voran mit der Schließung dieser Filiale. Ich bitte Sie, Herr Doktor, bin den Schwestern hier doch sehr zugetan. Ne? Also wenn ich zu entscheiden hätte, aber leider. Ich habe ein bisschen was zum Naschen gebracht. Der Herr Verwalter hilft in der Spanschachtelabteilung. Ich mein, da spinnt sie was an. Wie meinst du denn das? Wie geht's dem unseren kleinen Fitus? Er ist der Liebling von uns alle. Es geht ihm ausgezeichnet. Ist denn die Frau Generaloberin immer noch so vehement gegen das Kinderl? So kann man das nicht sagen. Es gibt nur mal die Vorschrift, dass Findelkinder an die Gemeinde weitergeben werden. Naja, im Kloster können sollten nicht bleiben, ne? Das wäre aber schon sehr christlich, wenn alle Klöster die Möglichkeit hätten, so arme Kinder großzuziehen. Das meine ich auch. Ich sag schon lange, wir sollten eine Station für Waisenkinder aufmachen. Das will ich jetzt und da nicht diskutieren. Es gäbe schon einen Weg. Wenn die Möglichkeit einer Adoption bestünde, dann könnte das Kinderl zumindest so lange in der Obhut des Klosters bleiben, bis die Adoption vollzogen war. Es gibt einen Passus, der das expressis verbis vorschreibt. Ja, soll das heißen, wenn jemand sagt, er will das Kinderl adoptieren, dann dürften wir das Kinderl behalten, bis es soweit ist? Genau so möchte ich das verstanden wissen. Und wenn das ja ein Jahr dauert? Also ich weiß den Fall eines verlobten Paares, das Kinderl adoptieren wollte, aber natürlich erst im heiligen Zustand der Ehe. Und es hat dann über ein Jahr gedauert, bis endlich soweit war. Und während dieser ganzen Zeit blieb das Kind im Kloster in der Obhut der Nonnen. Ja, und wo finden jetzt wir so rasch Verlobte, die wo den Fitus adoptieren und erst in einem Jahr heiraten wollen? Also, wenn ich so nachdenke, letzten Sonntag waren sie gemeinsam in der Heiligen Messe und heute haben wir es ja auch wieder miteinander gesehen. Ich glaube, wenn wir da ein bisschen helfen. Sie meinen die beiden? Das ist doch ein schönes Paar. Er hat eine privilegierte Stellung. Ich kenne seinen Dienstherrn sehr gut. Er hält ganz große Stückel auf ihn. Könnte leicht sein, er vermacht ihm einmal alles. Und sie wird eine rechte Frau und eine gute Hauserin. Ja, wir könnten ja auch ein Auge drüber halten. Bloß ein bisschen helfen, wenn es den Jungen nicht gut geht. Und ihr könnt den kleinen Fitus immer wieder mal ein bisschen sehen. Ja, aber nur, wenn das Kloster nicht geschlossen wird. Ja, da kann ich ja vielleicht auch ein bisschen helfen. Zahlen sind doch was Merkwürdiges. Die kann man doch so oder so lesen. Und ihr meint's wirklich, dass die zwei? Es muss natürlich was Offizielles sein. Ja, verloben müssen sie sich halt, da kommen es nicht drum rum. Also, die Nil und Nil, aus nix wird nix. Hey, Anna-Mirl, setz dich doch ein bisschen zu uns. Schwester Niobera, hol doch den kleinen Fitus. Schwester Elma. Du übernimmst den Verwalter. Magst du einen heißen Wein und ein paar Platzerl? Na freilich. Das ist aber ein netter, gell, der Herr Verwalter. Hm? Wie meinen Sie denn das jetzt, Herr Pfarrer? Zwei so gesunde, kräftige, junge Menschen wie ihr beide. Ich meine, die sollten sich ja unbedingt, weil da müsste man doch, also eure Kinder, das wäre. Ich gratuliere. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was der Herr Doktor meint. Ich denke, er will damit sagen, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein bleibt. Unser Herrgott hat ja dem Adam auch aus dem Grund die Eva zur Seite gestellt. Aber hat nicht die Eva den Adam zum Sündigen verführt? Komm, Kind, ich wollte schon lang was zeigen. Die Männer sollen dabei allein diskutieren. Die sind gut, gell? Den Rest habe ich einer eingepackt als Wegzehrung. Braucht man schon ein bisschen was, wenn man zu zweiter ist. Der Weg ist weit ins Tal. Ach, weißt du was, ich sag einfach easy dort zu dir. Schließlich bin ich eine alte Frau. Aber Schwester Elma. Du magst das Anna-Mirl, gell? Aber du bist schon noch frei. Ja. Ja, dann ist schon gut. Hast du das schon gefragt, ob sie die auch mag? Bist noch ein bisschen unerfahren in der Liebe, gell?
komm mit. Gehst mir ein bisschen zur Hand und dann ratsch mir alles. Wenn natürlich die Kindsmutter von Reue geplagt das Kinderl wieder zu sich nehmen will, dann haben wir ein Problem am Hals. Da darf ich beruhigen, das kann, glaube ich, nicht sein. Ach so? Herr Doktor, da muss ich jetzt was nachfragen. Es ist doch sehr merkwürdig zugegangen, wie das Kinderl an der Pforte abgelegt worden ist. Ja. Nacht war's und gleich darauf sind Sie dahergekommen, Herr Doktor. Das ist schon komisch, das muss ich schon sagen. Sie hätten doch da jemanden begegnen müssen. Hm? Diese Frage ist mir schon einmal gestellt worden. Was soll das jetzt sein? Werde ich jetzt examiniert oder was? Die Kindesmutter bin ich ja wohl zweifelsfrei nicht. Na, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich muss doch bitten, ja? Auch wenn ein katholischer Priester inkommoditerweise nicht heiraten darf, so sollte er doch wohl wissen, dass Kinder von Frauen geboren werden. Meine Herren, das gehört jetzt wirklich nicht daher. Aber es kann doch sein, Herr Doktor Neunteufel, dass Sie als Arzt vielleicht Kenntnis haben von einem Madel, das in der letzten Zeit schwanger war und wo die Geburt nur aussteht. Selbst wenn dem so wäre, dürfte ich darüber keine Auskunft geben. Arztgeheimnis. Wenn ich da so nachdenke, ich hatte neulich eine junge Dirn in der Beicht. Sie war sehr unglücklich, hat viel von enttäuschter Liebe geredet. Ich habe ihr geraten, einen neuen Anfang zu finden, vielleicht auch woanders. So, Sie waren das? Ja? Das hat sie nämlich auch gemacht. Was? Ja, das mit dem neuen Anfang. Sie hat dieses Kind zur Welt gebracht und ist dann auf ein Schiff nach Amerika. Wie es scheint, wissen die Herren, wer die Kindsmutter ist. Also was mich da wundert, ist, dass das Kind schon ein paar Monate alt war, ehe es zu den Schwestern gebracht worden ist. Ich frage mich, da stimmt doch so manches nicht, was uns der Herr Doktor da sagt. Ja, da müsste es ja vorher noch ein paar Monate woanders gewesen sein. Ja, vielleicht beim Kindsvater. Vielleicht hat ja der vor die Klostertür hingelegt. Meine Herren, auch wenn ich ein einschichtiges Mannsbild bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mich hier in irgendeiner Form von Ihnen examinieren lassen muss. Ja, gut. Also gut. Sub rosa. Es ist so. Aber es darf uns drei nicht verlassen. Ich habe das Kinderl über die Monate bei mir gehabt. Hab's von meiner guten alten Adele, das ist meine Haushälterin, verpflegen lassen. Aber dann sind wir halt doch bedenken gekommen. Ja, was ist das für ein Leben für so ein kleines Kind? Ja, in einem Landarzthaus mit einer alten Frau, wenn ich nie da bin. Deswegen habe ich das Kind darauf gebracht zu den Schwestern, die ich ja alle sehr gut kenne und wo ich weiß, dass es das Kind gut hat. Aber warum denn nicht dann gleich durch die Tür? Warum in der Nacht? Und warum ohne Erklärung? Warum? Ich habe nicht gewusst, dass unser Herr Pfarrer ein Papagei ist. Sie kennen unsere Schwestern genauso gut wie ich. Was glauben Sie, was ich da für Fragen hätte beantworten müssen? Da habe ich einfach keine Lust gehabt dazu. Aber eine Frage hätte ich jetzt doch noch. Wer der Kindsvater ist den beiden Herren nicht bekannt? Oh, da kann ich den Herrn Superior beruhigen. Der Herr Doktor ist es nicht. So, wenn ich die Herren bitten dürfte, die Halle für einen Moment zu verlassen. Das junge Paar soll doch einen Augenblick allein sein dürfen. Der Herr Verwalter möchte gern was fragen. Gell, Herr Verwalter? Ja. Also, du weißt Bescheid. Was sollst du fragen? Möchtest du meine Frau werden? Ja. Schön hast du das gesagt. Also, jetzt. Annemil. Ja, Isidor. Ja! Schwester Leonore, nimm deine Harfen, Schwester Liobera und Viviana helfen mit. Lasst uns was singen. Schön, dass ihr zwei gefunden habt. Das finde ich auch. Und jetzt ist heut Winterborn, euch
wird dann allang der Tag so ganz allein, wenn niemand die Ohren mag, wir Wald und Stor. Da wirst nachher selber statt in der Ruhe Und machst das mit einer Schneid, das Herz lad als so. Ja, da kann ich. Da kann ich euch ja nächsten Sonntag in der Kirche verkündigen. Und anschließend kommt ihr dann zu mir ins Pfarramt. Das Kinderl bleibt natürlich bis nach der Hochzeit bei uns im Kloster. Dagegen wird die Frau Generaloberin ja wohl nichts haben. Nein, da hat sie nichts dagegen. Allerdings finde ich diesen Schritt etwas schnell vollzogen. Vor allem eine Adoption will wohl überlegt sein. Wenn die Frau Generaloberin es erlaubt, wir würden gern den kleinen Fitus als unser eigenes Kind annehmen. Gell, Isidor? Freilich. Ich bin ja froh, wenn der kleine Junge ein Zuhause bekommt. Allerdings finde ich, seid ihr für so eine Entscheidung sehr jung. Wichtig wäre deswegen, dass ich ein Pate fände, der sowohl die Zeit als auch die Mittel aufbringen kann, seine Hände schützend über diese kleine Familie zu halten. Es ist mir ein Herzenswunsch, das zu übernehmen. Nein, Herr Dr. Neunteufel. Ich sagte, auch die Zeit aufbringen kann. Das dürfte bei Ihrem Beruf schwierig sein. Aber Frau Generaloberin, wir sind ja auch noch da. Auch das scheint mir sehr unsicher. Ich möchte jetzt nicht weiter darüber reden. Sie kennen meine Bedingungen. Aber warum ist jetzt die Gore so handig? Die ist nicht handig. Die tragt halt die Verantwortung. Die mag keine Kinder. Die mag sie ja selber nicht. Schwester Elma, morgen kochst du dir ein Sauerkraut. Das rammt durch. Vielleicht hast du auch noch ein bisschen ein verstärkendes Pulverl. Liebe Schwester, ich muss schon sehr bitten, wo bleibt die Kontenance? Also, wenn sie mich jetzt gar nicht mag als Paten. Ich will ja nicht vorgreifen, aber ich denke, wenn der Herr Doktor mit meinen Dienstherren reden möchte. Mit dem Hubert? Das ist eine ganz gescheite Idee. Der ist im Kloster sehr zugetan und bejammert schon lang, dass er keinen Enkel hat. Das mache ich. Isidor, ich muss jetzt schon langsam wieder absteigen. Aber freilich. Ich gehe auch gleich mit. Vielleicht kann ich unseren Freiherrn gleich informieren, dass er jetzt Großvater wird. Da darf ich mich gleich anschließen. Allein, da macht's ja keinen Spaß. Herr Pfarrer Dachsenbichler, wollen Sie gleich das Kinderl mitnehmen? Wieso? Ich denke, das bleibt bei euch. Nein, ja, das Artenhammer Christkindl. Das wäre fertig und jetzt hätten Sie aber kräftige Helfer zum Untertragen. Ja, ich trag's nachher gleich ab, das Christkindl. Medicus curat, natura sanat. Der Arzt kuriert. Die Natur heilt. Wie darf ich denn das verstehen, Schwester Iphigenia? Das ist jetzt Laudanum mit ganz wenig Hustensaft. Speziell für Sie. Die Anwendung überlasse ich dem Medikus. Aber Schwester Iphigenia. Danke. Hoffentlich kann ich Ihnen auch einmal einen Stein in den Garten schmeißen. Ein guter Cognac tut's auch. Respekt. So, jetzt wollen wir uns alle zurückziehen und unsere Andacht verrichten. Jetzt schlaft der Wind statt ei, kannst nix
nichts mehr her. Sollt jetzt mein Kinderfei erschlaffet werden. Mach deine Eigel zu, muss ja so sein. Gib heut a Ruhe und schick die 3. Na, was gibt's denn heute von der Suppe? Aufgeschmalzte Brotsuppen. Ah ja. Was ist mit der Frau Generaloberin? Ja, das Klingeln auch gehört, schließlich ist erwachsen. Ich hoffe, es ist nicht unhöflich, dass wir so spät noch unsere Aufwartung machen. Aber ich habe mir gedacht, ich muss kommen. Aber bitte, setzt euch alle zu uns und nehmt die Abendsuppe. Hab Dank, aber ich würde es vorziehen, nichts mehr zu essen. Was gibt's denn für eine Suppe? Eine vorzügliche, aufgeschmalzene Brotsuppe, Herr Doktor. Aha, die ist besonders gut, aber so spät am Abend, danke. Dann bring wenigstens ein paar Stühle für unsere Gäste. Herr von Tanbichl, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht den weiten Weg daher gemacht haben, um uns beim Löffeln dieser gar vorzüglichen Suppen zuzuschauen. Obwohl es eine Augenweide ist, gerade Ihnen, Herr Superior, beim Löffeln zuzuschauen, so muss ich doch bekennen, dass wir aus einem anderen Grund da sind. Hubert, ich hoffe, wir haben Sie nicht überrumpelt mit unserem Anliegen. Meine liebe Schwester Vinzenta, verehrte Frau Mutter Oberin, eine größere Freude hätte mir niemand machen können. Ich glaube jetzt doch, dass unser Ackenhammer Christkindl wundertätig ist. So oft schon habe ich mir gewünscht, ich hätte einen Enkel und damit einen Erben für meine Sache. Und jetzt schenkt mir der Herrgott auf einen Schlag eine ganze Familie. Ich habe mich entschlossen, es gleich richtig zu machen. Nicht nur der Pate vom kleinen Vitus will ich werden. Ich will sein Großvater sein. Der Isidor ist einverstanden, mich als seinen Vater anzuerkennen. Und damit gehört der kleine Vitus zu denen von Tanbichl. Ja, und ich als ihr Sohn heißt dann auch Tanbichl. Du heißt dann Isidor, Freiherr von Tanbichl. Jetzt stell dich doch nicht so blöd. Ihr seid so gut und holt die Frau Generaloberin. Jetzt müssen wir ihr den Herrn von Tanbichl doch vorstellen. Ich trau mir nicht. Schwester Elmar. Herr von Tanbichl, möchte mir aufrichtig für Ihre großzügige Geldspende bedanken, die es ermöglichte, das Kloster auf der Habenseite so gut ausschauen zu lassen, dass eine Schließung nicht mehr in Erwägung gezogen werden darf. Liebe Frau Generaloberin, darf ich Sie mit dem Gönner bekannt machen, der bereit ist, die volle Verantwortung für unser Findelkind zu übernehmen, dem Freiherrn Hubert von Tanbichl. Schneefall. Also ich bin immer wieder froh, wenn ich den Aufstieg da herauf geschafft habe. Ja. Und das Schöne dran ist, dass man sich immer ungeheuer
Auf Ihre Vesper, Freund. Ja, auf die Vesper. Ja, was ist denn jetzt mit der Vesper? Da muss ich Sie enttäuschen, heute gibt's nichts, heute ist Fastentag. Na, bitteschön. Also da bin ich jetzt das gewusst. Ja, da waren wir zwar da unten geblieben, waren Sie erst einmal ins Wirtshaus gegangen. Ja. Aber Schwester Elma, sind Sie doch nicht gar so hartherzig. Ja, bitteschön, ein Scheibenbrot und ein Wurst. Und ein Wurst. Das ist aber schade, dass ich das nicht habe erleben dürfen, dass Sie, Herr Pfarrer, uns tatsächlich die Frühmess gelesen haben. Aber ich habe halt bei unserem Vitus bleiben müssen. Ja, wir haben uns beide so sehr auf eure Vesper gefreut. Ja. Und jetzt gibt's nichts. Jetzt gibt's nichts. Naja, das betrifft eigentlich mehr uns Schwestern. Wir haben heute Fasten, aber unsere Gäste... Die Schwester Elma tischt doch unseren Gästen eine gute Vesper auf. Ja. Nach dem beschwerlichen Weg haben sie es verdient. Eine Haferschleimsuppe hätte ich noch übrig. Na! Schwester Emma, was sind Sie so böse zu mir? Ich habe Ihnen doch nichts Schlimmes gemacht. Na, Sie nicht, aber... Ja, aber ich doch auch nicht. Was macht überhaupt unser Kinderl? Sind wir froh, dass er endlich schlaft. Einen guten Appetit. Dankeschön. Danke, Schwester. Wie geht's denn unserer Frau Generaloberin? Ja, seit damals hat sie keine mehr gesehen. Sie macht niemand mehr auf. Das Essen stellt man ihr vor die Tür. Es ist ein Kreuz mit ihr. Ja, aber das sind doch jetzt schon 3 Tage. Zuerst wollte sie gleich abreisen und dann hat sie sich eingeschlossen. Schwester Oberin, Sie sind doch eine Frau. Reden Sie mit ihr. Das ist nicht so einfach. Da müsst schon Sie auf mich zukommen. Schließlich ist sie meine Vorgesetzte. Schwester Oberin, ich habe Sie als umsichtige, warmherzige Frau schätzen gelernt. Und Ihre Mitschwestern, die sind mir ans Herz gewachsen. Ihre Filiale bleibt, das haben wir alles geregelt. Das danken wir dem Herrn Superior bis in alle Ewigkeit. Das müsst ihr vor allem dem Freiherrn danken, ja? Ohne seine großzügige Geldspende... Die auch ihr veranlasst habt. Warum redet ihr nicht mit ihm? Ja, Sie verstehen sich doch so gut. Das geht nicht. Ich hab's ja schon probiert. Aber der lasst genauso wenig an zu wie eure Generaloberin. Ja, das ist eben der große Wehdam von unserer Frau Generaloberin. Außerdem auch der von unserem verehrten Freiherrn. Diese zwei, das ist ein Geheimnis, das was saumäßig wehtun muss. Das ist sich doch der Dümmste. Ja. Der Punkt um Salins ist aber, dass wir das Geheimnis nicht kennen und deswegen auch nicht helfen können. Helfen Sie ihr. Reden Sie mit ihr. In Camera Caritatis. Was heißt jetzt das wieder? Das heißt unter 4 Augen. Ach so. Also gut. Ich werde machen, was zu machen ist. Schwester Elma. Horcht's gut zu. Wir müssen rausfinden, was mit unserer Mitschwester los ist. Nur dann kann man ihr helfen. Wichtig wäre, wir wüssten es vor den Männern, weil... Naja, unser Herr Superior ist ein guter Mann, aber auch Jurist. Ich ahne, dass auch er seine Recherchen anstellt, deswegen müssen wir pressieren. Schwester Iphigenia, du erkundigst dich beim Mutterhaus, aber ganz vorsichtig. Du musst rausfinden, wie unsere Frau Generaloberin mit bürgerlichem Namen geheißen hat und wo sie herkommt. Ich glaube, das lässt sich machen. Ich kenne da eine Schwester aus dem Archiv. Der gebe ich immer ein Pulver gegen Rheuma. Gut. Und du, Schwester Elma, überwachst die Männer. Das schwächste Glied ist mit Sicherheit der Isidor Wendlinger. Dem kannst du am leichtesten die Würmer aus der Nase ziehen. Wir sollten immer wissen, was die wissen. Das darf halt kein Problem sein. Der mag mein Essen. Ich kümmere mich um unsere arme Schwester. Vom Herzen her bin ich lang schon ihre Intima. Sie muss es nur noch erfahren. Also bitte. Absit Omen. Schleich dich, schlechte Vorbedeutung, jetzt ist die Karaffen leer. Meinen Sie, dass wir vielleicht noch eine kriegen? Ich glaube, wir dürfen froh sein, dass wir überhaupt so eine gekriegt haben. Aha, ja, ja. Also ich schaue dann in die alten Kirchenbücher nach. Nicht wahr? Wie hat er sie genannt damals? Ich glaube, Genevel hat er gesagt. Genevel? Ja. Das ist doch eine bayerische Koseform von Genoveva, nicht? Genoveva heißt ja bei uns in Bayern doch keine Bauernstochter, nicht? Da müsste sie ja von seinem Stande sein.
Hoffentlich meinen Sie jetzt nicht das, was ich gerade denke. Meiner und Dinge ist in dem Fall ein Schmarrn. Wissen, das ist wichtig. Was haben die zwei gesagt, wann sie wieder kommen? Erstens, jetzt hätten wir beinahe auf die Zeit vergessen. So. Ging es weiter? Herr Dachsenblichler, schnell. Aber ich muss das noch wäre nicht- fatal, Ja, wenn man unsere Freunde Nein, das hier hat- sehen würde. Kommen's. Vergelt's Gott. Dankeschön. Ja, ich komm schon. Bin schon da. Also ich kann schauen und schauen und schauen und sieht nichts. Ja, mir geht's genauso. Da haben wir schon wieder was Gemeinsames. Ich schon, nicht? Also, Vespernen, die haben wir gern. Ein Wein haben wir auch gern. Und jetzt schauen wir alle zwei in das gleiche Loch runter. Ja. Weißt du was? Ich bin der Kasimir. Recht hast. Ex officio bin ich der Superior, aber du darfst Heinrich zu mir sagen. Was, Heinrich? Ja. Heinrich, mir graut vor dir. Also, mein Kind. Da schau hin. Wenn mir nicht alles täuscht, dann sind's das. Du täuscht dich nicht. Es sind's. Ja. Grüß euch. Grüß Gott miteinander. So, was habt's denn jetzt erreicht? Euer Freiherr. Gar nichts. Ihr lasst niemanden an sich heran. Das hätte ich dir gleich sagen können. Da wollen wir da draußen stehen bleiben. Gehen wir doch rein. Ja, das war ja noch viel schlimmer. Weil die Schwestern wieder ein Kompott vermuten hatten. Ein Kompott? Ja. Heinrich, erklärst du ihm. Heinrich? Ja. Kasimir, du kannst dich auf mich verlassen. Ja. Also, jetzt hör mal, die Sache ist die. Ja. Die Mädels wollen herausfinden, was für ein fürchterliches Geheimnis hinter dem Eklat steckt. Ja. Haben's mir, Herr Doktor? Hab einer. Ich hau es mir doch einmal ein bisschen an. Aha. Wenigstens ein guter Rotwein war's. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch aufnahmefähig seid, aber ich hab im Geburtenregister nachgeschaut. Da ist vor 35 Jahren ein Freifräulein, Genoveva von Tannbichl, geboren und eingetragen worden. Haben Sie mich, Herr Superior? Ja, ich habe ja schon. Herr Wettlinger, das wäre ein schönes Stück Arbeit, aber wir müssen die zwei mit runternehmen. Nehmen Sie den Großen. Welchen meinst du? Bei denen zwei Brocken, da drehe ich die Hand nicht um. Ich nehm den Kleinen. Gut, dann nehm ich den anderen. Ja, dann müssen wir- Der schimpft wenigstens nicht so unflätig, wenn ich ihn fallen lasse. Naja, von mir aus. Bringen wir es zu mir zum Auslüchtern. Und dann werden wir unseren Freiherrn auf den Pelz rücken. Aua! Schwester Elmar! Schwester Elmar! Schau mal her. Ja, ihr zwei, geht's her? Schaut her. Da hört der Stammbaum auf. Aber die Verlobung, die ist noch vermerkt. Es verloben sich Freifräulein Genoveva von Tannbichl und der Baron Waldemar von Knorring. Und dann hört's auf. Aber vielleicht ist gestorben? Das darf doch drinnen stehen. Ja, was weiß denn ich? Ich hab keinen Stammbaum. Du, vielleicht ist sie auch verheiratet und hat einen Haufen Kinder. Die stand auch drin. Ja, mach's halt nicht so spannend. Was willst du mit dem Album da? Das ist kein Album. Das ist eine Chronik. Und auf die kann man sich verlassen. Neulich, wie unser Freiherr da gewesen ist und die Frau Generaloberin gesehen hat, da ist ihm doch ein Name rausgerutscht. Ja, Geneval hat er gesagt, das weiß ich. Ja, das hat er gesagt. Ja, aber Moment, das heißt ja Bürlerschau. Schau her. Und seine Tochter heißt Genoveva. Und die hat sie verlobt. Ja, und dann? Ja, weißt du was, wir müssen sofort zur Schwester Oberin. Schwester Viviana! Viviana! Herrschaft, du steckst in dem wieder. Sind wir die Einzigen, die arbeiten da? Ja, die sind alle beschäftigt mit den Weihnachtsgeschenken zum Einpacken. Das muss ich auch noch machen. Ach, Annemir. Annemir, hast du unsere Weihnachtssterne dabei? Das ist gut. Also jetzt ist gerade ein bisschen ungeschickt, gell? Wart's ein wenig, wir kommen gleich wieder. Das macht nichts. Ist die Schwester Iphigenia da? Der Herr Doktor hat mal eine Flasche Cognac für Sie mitgeben für die Weihnachten. Wir schicken es dir gleich. Ja. Schwester Iphigenia, da war jemand mit einem Weihnachtsgeschenk. Herr Dr. Neuteufel, das wird das Fleckenwasser sein. Ja, Annabel, du bist es. Ja, ich soll Ihnen das Flaschen vom Herrn Doktor geben.
haben ihn unterwegs zufällig getroffen. Er hat gesagt, er wollte es ihnen eigentlich persönlich geben. Aber dann hat er die zwei Psuffner ins Tal runterschleppen müssen und da hat er es vergessen. Mein Isidor war auch dabei. Was? Wieso Psuffer? Ja, das sollt ihr eigentlich euch fragen, was ihr denen gegeben habt, dass sie so zu waren. Da muss man die Schwester Elma fragen, die hat aufgetischt. Wahrscheinlich hat sie sich geärgert, weil die zwei gefespert haben, obwohl Fasten angesagt war. Und da wird sie ja den schweren Burgunder auftischt haben. Hier schlagt erst so an der frischen Luft. Kommt einmal alle in die Halle. Wir haben den Knoten gefunden. Jetzt müssen wir nur noch lösen. Schwester Liobera, du holst den Fetus und legst ihn in die Wiegen von unserem Christkindl. Sei aber vorsichtig, er soll nicht aufwachen. Schwester Viviana, du bringst den Christbaumschmuck und legst ihn auf den Tisch. Und dann will ich in der nächsten Zeit keine von euch sehen. Schwester Leonora, stell die Glocken ab. Und meine liebe Freundin, Schwester Iphigenia, soll doch bitte ihren Cognac unter den Weihnachtsbaum legen. Schließlich ist es ein Geschenk von draußen und gehört doch uns allen, oder? Komm, Annemil. Helfen. Mach, dass der kleine Fetus so lang und so laut schreit, bis die Frau Generaloberin kommt. Und wenn sie ihn dann auf den Arm genommen hat, dann soll er schön stillschweigen, damit sie sich freut, dass sie das fertig gebracht hat. Geh. Also, wenn du das nicht freiwillig machst, dann müsste ich dich leider ein bisschen zwicken, dass du zum Schreien kommst. Jetzt liegst in der Wiegen von unserem wundertätigen Christkindl. Das müsst doch ein bisschen abfärben. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass das funktioniert. Ja gut, so. Mach weiter, bis sie kommt. Ja, ist denn keiner da? Das, was sie gesagt haben, lass mich nicht blicken. Dass sie ja nichts hören sich von euch, sonst ist alles umsonst. Ja, unter Wien und den Kindern, und wenn es jemand bräuchte, dann kümmert sich keiner. Sei du nur grad stark, kleines Büberl. Du musst doch nicht so schreien. Ja. Ich werde mich schon darum kümmern, dass es dir gut geht. Du, ich nehme dich mit zu den Benediktinerinnen. Die haben eine Waisenstation. Und das sind ganz, ganz liebe Frauen. Du, Schatzal, du Gluans. Vielleicht wäre es wirklich gut, wenn unser Fetus in ein Waisenhaus kommt. Und das der Benediktinerinnen ist eins der besten. Sie bemühen sich wirklich, das Manko des fehlenden Elternhauses auszugleichen. Und Deo volente, manchmal gelingt's. Ich glaube auch, dass das Beste für das Kind ist. Und ich bin froh, dass Sie jetzt auch diese Einsicht haben. Jetzt schlaft er wieder. Mögen Sie mir nicht ein bisschen helfen beim Baumschmücken? Ich möchte mich entschuldigen, aber mir ist nicht sehr weihnachtlich. Geh, Schwester, bitte nicht böse sein, aber ich muss mit Ihnen reden. Das mag schon sein, aber ich muss nicht. Freifräulein Genoveva von Tannbichel. So haben Sie doch vor Ihrem Eintritt in den Orden geheißen. Ich wüsste nicht, was das jetzt für eine Rolle spielt. Vergessen Sie nicht, dass ich Ihre Vorgesetzte bin. In caritate servio. Ich möchte Ihnen in Liebe dienen. Ich bitte Sie, ich darf nicht die Beicht abnehmen, aber lassen Sie mich die Schulter sein, an der Sie weinen. Nicht aus Neugier,
Nicht aus der Anmaßung heraus, ihnen helfen zu können, sondern de profundis. In tiefer Not will ich in Demut ihre Vertraute sein. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie drüber geredet. Und gerade hier. Der Raum hat viel schon gesehen und gilt einem Beichtstuhl gleich. Denn in der Beicht fliehen alle Ohren und er schützt uns wie die Hand unserer lieben Frau. Ich erlaube mir als die Ältere, bei allem Respekt, nur hier und jetzt, dich zu duzen und dich bei deinem profanen Namen zu nennen. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich, während du erzählst, den Baum fertig schmück. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Es ist lang her. Ich war ein blutjunges Ding damals. Gerade einmal 17 Jahre alt. Da hat ein Baron um meine Hand angehalten. Ein Jagdfreund war es von meinem Vater. Der war fast so alt wie er. Ich habe ihn schon als Kind gekannt. Für mich war er immer so was wie ein Onkel. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, dass der mich heiraten wollte. Ich war entsetzt. Aber mein Vater, der hat in mich hineingeredet. Ich habe mich geweigert, aber wie das halt damals so üblich war, der Vater hat die Verlobung angeordnet und ein Machtwort gesprochen. Einen Tag nach der Verlobung bin ich von daheim weg und in den Orden eingetreten. Und seit der Zeit hast du ihn nicht mehr gesehen. Zum ersten Mal wieder hier bei uns. Hat er gewusst, dass du in ein Kloster gehst? Er hat also die ganze Zeit nichts von dir gewusst. Nicht einmal, ob du noch am Leben bist. Das ist eine schlimme Geschichte. Und wenn sowas in unserer Zeit auch oft passiert, ist es kein Trost. Potestas patria, die väterliche Gewalt, eine furchtbare Anmaßung. Aber was, Geneferl? Er hat's damals nicht besser verstanden. Ich will dir ein bisschen was über den Teil deines Vaters erzählen, den du nicht kennst. Den er vielleicht selber erst kennengelernt hat, weil er damals diesen furchtbaren Fehler gemacht hat und weil er dich verloren hat. Seit Gründung dieser Filiale, also seit gut Ding 20 Jahren, ist dein Vater ein großer Gönner, ein ehrlicher Freund unseres Klosters. Nicht nur, dass er uns finanziell immer wieder unter die Arme greift. Gerade jetzt hat er uns wieder sehr geholfen. Die Geldspende, die die Schließung des Klosters verhindert hat, kam von ihm. Er kümmert sich auch rührend um die Schwestern und vor allem um seine Attenhammer. Jede Not, von der er Kenntnis hat, wird von ihm aufgefangen. Wir haben oft zusammengesessen und er hat auch einmal geweint.
Geweint um ein Kind, das er verloren hat durch seine Schuld. Er hat nie was Konkretes erzählt. Und dass sein Geschlecht mit ihm aussterben wird, wäre nur die gerechte Strafe, hat er gesagt. Er ist gottesfürchtig, ohne begott zu sein. Und er achtet den Menschen. Genoveva, ich bitte dich an seiner Statt, gib ihm seine Tochter zurück und lass ihm den Enkel. Ich bitte um deine Absolution. Absolva eum. Wir gingen erst einmal allein rein. Der Pfarrer? Ja? Bleib doch Sie bitte schön bei unserem Freiherrn heraus, damit er nicht so allein ist. Ja. Ich möchte auch an der frischen Luft bleiben. Ich glaube, ich brauche das jetzt. Ja, von mir aus. Schwester Oberin! Schwester Oberin! Was schreist denn so? Unsere Männer sind da, alle. Ein Freiherrn haben sie auch dabei. Frau Generaloberin, am besten Sie bleiben da heroben. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie da backen's, dann kommen Sie runter. Und nur dann. Ja, ich hätte noch eine Bitte. Sagen Sie wieder Schneefall zu mir. Das tut mir leid, das geht nicht. Aus Respekt vor Ihrem Amt. Aber ich glaube, da draußen wartet jemand, der in Zukunft sehr gern Schneefall zu Ihnen sagt. Also gut, lass rein, ich komme gleich runter. Und meine Ohrwaschel dürfen jetzt auch alle wieder in die Halle. Das ist aber schön, dass er uns die Ehre erweist, am heiligen Abend zu uns auf den Berg zu steigen. Ja, verehrte Schwester Oberin, es ist uns auch eine große Freude. Und gerade deswegen, ach, was rede ich lang drum rum, wo doch heute unser Jesus also da draußen vor der Tür, da wartet ein Mensch. Um Einlass täte er bitten. Gerade so wie dazu mal die Hirten. Blödsinn. Ich meine natürlich die heilige Familie. Um Einlass. Und nicht nur da herein, sondern auch in das Herz unserer verehrten Frau Generaloberin, die ja doch auch seine Tochter ist. Guter Herr Doktor, vergeben's mir, wenn ich abschneide Ihre Rede. Aber wär's nicht gescheiter, der Herr von Tannbichel täte seine Bitte selber vorbringen? Seid so gut und sagt ihm Bescheid, er möchte zu uns kommen. Ich heiße ihn persönlich willkommen. Eine allergrößte Verehrung, Schwester Oberin. Sie wissen immer, was das Richtige ist. Was hast du denn gesagt? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich bin so gerührt, dass ich mir am liebsten am Boden legen darf und warne. Lieber
Leopold, lieber Freund, ich bin glücklich, Sie hier zu sehen. Ich weiß... Papa! Geneva. Jetzt macht's doch nicht so ein Radau. Ihr weckt doch das arme Fietusserle auf. Recht haben's. Kommt, Kinder, lasst uns gemeinsam ein Liederl singen. Den Putzer, den Kleiner.